willkommen zu diesem Dankeschön-Konzert für Herrn und Frau Dietz. Und begrüßen möchte ich Sie mit einem kleinen Auszug aus einem Gedicht von Hermann Hesse. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und Trauer in andere und ohne Trauer in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Mit dem Frühlingserwachen von Christian Sinding wurde dieser musikalische Nachmittag eingeleitet. Es spielt das Preußische Kammerorchester unter Leitung von Jürgen Bischoff. Das Konzert ist zum großen Teil nach Wünschen von Herrn Dietz entstanden und alle Mitwirkenden stehen in langjähriger, enger, freundschaftlicher, familiärer, meist musikalischer Beziehung zu dem Ehepaar Dietz. Sie alle treten aus Verehrung honorarfrei auf und auch Herr Dietz betonte seine Freude an dem engen Zusammenhalt mit der Kulturagentur und deren Engagement für die Kirchen. Georg Friedrich Händel schrieb die Oper Xerxes. Dieser sitzt unter Bäumen, erfreut sich der schattigen Kühle unter den Blättern und genießt die Natur. Ralf Eschrich, der in Kürze einen Liederabend hier geben wird, singt das Ombra Mafu aus dieser Oper. Im Anschluss erklingt das Te Deum von Carpentier aus dem 17. Jahrhundert und ich verspreche Ihnen, Sie alle kennen diese Melodie.
habe heute ein Bild mitgebracht. Und zwar ist das vom ersten Talentpodium 2012. Einige Jahre davor kam Herr Dietz mit einer Armada Gleichgesinnter hier in die Musikschule und stellten wir das Projekt Internationaler Maisschau Kirchenpreis vor. Sie wollten mich damals gewinnen als Unterstützer. Da musste man mich gar nicht fragen. Es war so ein tolles Projekt, was mir dort vorgestellt wurde, dass ich sofort Ja gesagt habe. Ein Ergebnis ist dort dieser Flügel, die wir damals als Musikschule zur Verfügung gestellt haben, bis heute. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe gesagt, wenn so ein toller internationaler Kirchenpreis hier stattfindet, in dieser schönen Musikkirche, die ja noch vor vielen, vielen, vielen Jahren, wenn man hier vorbeifuhr nach Pasewalk, eine einzige Ruine war und abgebrochen werden sollte, das tolle Objekt hier entstanden ist, da sollte man doch den Preisträgern die Möglichkeit geben, im Anschluss an diesen Wettbewerb mit dem Preußischen Kammerorchester, also mit einem Profi-Orchester, zusammen zu musizieren, sozusagen als Belohnung, als Bonbon für ihren Preis. Und da entstand das Talentpodium. 2012 war es dann soweit, das erste fand statt, vor 13 Jahren. Wir werden das als besonders gutes Omen. Und wenn Sie mal auf dieses Bild schauen, da ist die Ulrike, ich darf Sie doch so ansprechen. Ah, da hinten. Ulrike, da stehen Sie und strahlen über das ganze Gesicht. Immer noch, genau. Ich glaube aber auch ganz zufrieden, ich bin da ein bisschen erhöht, weil ich stehe da auf einem Podest. Der Engel hing übrigens damals noch ein paar Meter tiefer, das hätte nicht viel gefehlt und ich hätte ihm die Hand geben können beim Dirigieren. Ich glaube, ich bin sogar mit ihm einmal kollidiert. Und hier steht Herr Dietz mit diesem typischen Blick der Zufriedenheit. So wie wir ihn kennen. Ja? Also, ich dachte mir, Ulrike, wenn Sie vielleicht irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden oder auf dem Flur oder irgendwo einen Platz finden. Vielleicht erinnert Sie das an Ihr erstes Talentpodium. Das war auch das erste Konzert, wo wir gemeinsam musizierten. Und heute nach 13 Jahren wieder. Damals spielten Sie von dem Vivaldi den ersten Satz, heute den dritten Satz. Es hat sich also eine Menge bewegt. Zu Herzen gehend ist das Ave Maria von Franz Schubert. Oft wird es ja gesungen, aber die folgende Orchesterfassung hat für mich eine ganz besondere Innigkeit. Eike Ogata und Bonnet Gergi tragen als Solisten bei. Und nochmal Bach. Beschaulich und ergreifend das Er, beschwingt die Gavotte und die Schiene. Ein Zeitgenosse Bachs war Jan Dismas Zelenka, den Bach sehr verehrte und der am Dresdner Hof Hauskomponist war. Leider betrachtete der Dresdner Hof seine Werke als Privateigentum, weshalb man nicht zuließ, dass sie gedruckt wurden. Das hatte zur Folge, dass Zelenka 200 Jahre in völlige Vergessenheit geriet und erst Mitte des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt wurde. Nun war das Laudate Muere Dominium, gesungen von Ralf Eschrich, unterstützt von Joachim Schäfer mit der Trompete. Bevor die beiden nach vorn kommen, ich muss mal bitten, Sie hören das, die Mikrofonanlage, die ist sehr empfindsam und Sie müssen das Handy ganz ausschalten oder den Flugmodus einschalten. Aber nicht abfliegen, hier bleiben. Aber deswegen, das stört dann selbst, wenn eine SMS rauskommt. Das ist
ganz nervös. Ich kann das sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht, ich habe eine lange Leitung, bis es bei mir ankam, was die Ursache ist.
lade ein paar persönliche Worte von mir. Lieber Herr Dietz, an Sie. Es gab eine Zeit, die liegt gar nicht so lange zurück, da schlossen viele Kirchen ihre Türen vor verunsicherten Menschen, vor einsamen Menschen. Sie haben ihre Türen geöffnet für Begegnungen, für interessante Vorträge, für ganz spannende Gespräche. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich, ganz persönlich bedanken. Gustav Peter lebte im 19. Jahrhundert und schrieb die Erinnerung an Zirkus Renz. Wenn man bei dieser Musik die Augen schließt, sieht man förmlich die Pferde, wie sie um die Manege galoppieren und die Artisten, die dabei jonglieren. Dann sollte man aber schnell die Augen wieder öffnen, um zu sehen, wie Sohn Max Dietz das Xylophon bearbeitet. Und weil man davon gar nicht genug bekommen kann und weil uns das Geräusch im Frühling so vertraut ist, spielt Max Dietz noch den Hummelflug von Rimsky-Korsakow.
wirksamsten Stücke gehen auch ohne Dirigent. Trompeten geht es musikalisch in die finnischen Weiten mit dem Andante Festival von Jean Sibelius. Sibelius versteht es meisterhaft, emotionale Spannungen auf und wieder abzubauen und wieder auf und wieder ab. Berührend ist die folgende Melodie Gabriels Oboe aus dem Film Die Mission von Ennio Morricone und berührend wird sie gespielt von Midori Kagaya. Nino Rota war ein italienischer Komponist, der die Musik zu der britisch-italienischen Literaturverfilmung von Romeo und Julia schrieb. Der Film entstand 1968 in Verona, wo auch sonst. Die folgende Filmmusik wird als christliches Lied, als Liebeslied, als Trauergesang und zu Hochzeiten gespielt. Im Originaltext von Leonhard Cohen heißt es: Ich erinnere mich noch, als ich zu euch kam, da ging doch die Friedenstaube um. Und jeder einzelne unserer Atemzüge war ein Halleluja. Wir hören die Orchesterfassung.
Vivaldi genannt wurde. Das Konzert für 2 Trompeten und Streicher ist ein absoluter Ohrenschmaus. Nicht zuletzt, weil Joachim Schäfer und Thomas Dabrowski das Trompetenblasen so meisterhaft beherrschen. Thomas Dabrowski leitete 10 Jahre mit Qualität, mit Geduld und Einfühlungsvermögen den hiesigen Posaunenchor und motivierte so manch einen Bläser zum regelmäßigen Üben. volkstümliche Themen und Rhythmen verwendete. Eiko Ogata wird sie verzaubern mit dem wunderschönen Geigensolo Chant de Vesemoi. Das Leben eines Pfarrers wird geprägt durch die Menschen, zu denen er spricht, die er tröstet oder ermuntert, die er ins Erwachsenenleben führt oder auch in den Tod begleitet. Heute gilt es, Danke zu sagen für die Kraft und Energie Ihnen und Ihrer Frau, die Sie stets begleitet und unterstützt hat. Herr, lass dein Lieb Engelein aus dem Schlusschoral der Johannespassion von Bach in der Orchesterfassung. Kraftvoll wie so ein Leben ist das folgende Stück von Karl Jenkins, Palladio, das auf die großartige Baukunst der italienischen Renaissance zurückgeht.
Bruder Scipio leitet sich das Ende der heutigen Musikveranstaltung ein. Jesus bleibt meine Freude, so das Motto dieses Konzerts und ich vermute so ein Lebensmotto der Familie Dietz. Aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben ist dieser Choral, der zum Abschluss vom Schönfelder Singpreis Jakob Rabiso aus unserem Orchester leitet, gesungen wird. Und falls Sie sich gleich wundern über die Größe des Singpreises, einige Mitglieder des Uckermärkischen Konzertchores wollten es sich nicht nehmen lassen, ihre Verbundenheit mit der Familie Dietz durch Mitsingen zu zeigen. Ihnen allen noch einen schönen Tagesausklang und später